Hallo ihr Lieben, hier ist Laura. Heute habe ich eine deutsche Geschichte für euch. Sie ist von der Autorin und Illustratorin Jana Walter. Und Jana Walter schreibt sehr aktuelle Kinderbücher. Und somit hat sie sich für dieses Buch für die Thematik des Coronavirus entschieden. Also eine Thematik, die uns alle im Moment direkt betrifft. Das Buch heißt Zu Hause waschen wir die Hände. Heute ist ein lustiger Tag. Mama, Papa, Stina und ich bleiben zu Hause. Nur Mucki darf raus, aber er ist auch ein Kater. Diese und auch die nächsten Wochen müssen wir im Haus bleiben, erklärt Mama. Außerdem fragen Mama und Papa schon seit Tagen: Stina, Abbe, habt ihr die Hände gewaschen? Wir sagen immer, dass wir gut Hände gewaschen haben. Mama glaubt es nie. Wirklich? Auch gründlich? Will sie ständig wissen. Dann kommt sie ins Bad und wäscht nochmal mit. Das war in den letzten Tagen immer so. Jetzt dürfen wir nicht mehr raus und ich hoffe, damit hat es sich mit dem Gewasche. Als Papa gestern mit einem Arm voll Nudeln in die Küche kam, dachte ich, es gäbe eine Party. Er erklärte dann, dass er vorsichtshalber ein paar Portionen mehr gekauft habe. Ein paar mehr ist gut, damit hätten wir ein Fest für die ganze Straße geben können. Toll, Schatz, da hast du gut mitgedacht, meinte Mama. Sie war ziemlich zufrieden mit Papa. Neben den Bergen an Nudeln kaufte Papa auch Apfelsaft, Katzendosenfutter, Menschendosenfutter und Klopapier. Das steht nun auf dem Flur rum. Mit den Klopapierrollen können wir bestimmt ein prima vorbauen. Ich werde es Dina vorschlagen. Wenn sie die Prinzessin sein darf, macht sie bestimmt mit. Mucki sitzt auf dem Küchentisch und Stina krault seinen Hals. Brrr, schnurrt er. Lieber Kater, Mucki, lobt ihn meine kleine Schwester. Ach herrje, runter vom Tisch, ruft Mama schrill. Der Mucki kommt doch gerade von draußen, fügt sie hinzu, während sie ihn herunterscheucht. Mucki geht beleidigt in seinen Korb neben den Klopapierbergen auf dem Flur. Armer Mucki. Jetzt muss Dina bestimmt gleich wieder ihre Hände waschen. Abbe, hast du ihn auch gestreichelt? Ich ahne es schon. Nee, heute noch nicht. Mama guckt skeptisch. Ach, geht doch bitte beide Hände waschen. War ja klar. Mama, Stina und ich gehen zum Waschbecken und waschen unsere Hände gründlich mit Seife. Warum müssen wir nochmal ständig Hände waschen? Will Stina wissen. Und warum sollen wir nicht mehr raus? Frage ich. Mama hält uns ein Handtuch hin und guckt angestrengt. Sie denkt kurz nach. Ihr wisst ja, dass man sich im Winter schnell erkältet und krank wird, oder? Fragt sie. Wir nicken. Ja, genau. Und nun haben sich viele Leute mit einem Virus angesteckt. Das hat unsere Vorschullehrerin Frau Pietz auch schon erzählt. Wir mussten sogar das Händewaschen üben. Dabei sollten wir Happy Birthday singen. 2-mal. Damit wir alle gesund bleiben, müssen wir gut unsere Hände waschen und drinnen bleiben. Die Viren mögen Seife und Wasser nicht, erklärt Mama immer noch. Was ist mit Mucki? Und können die Viren nicht zum Fenster rein? Fragt Stina weiter. Also, um Mucki müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Und nein, Lüften und Fenster öffnen ist gut, denn damit sorgen wir für frische Luft im Haus, beantwortet Mama Stinas Fragen. Aber sie hört schon nicht mehr zu und flüstert ihrem Elefantenwaschlappen etwas ins Ohr. Mir wird auch langweilig. Können wir einen Film gucken? Versuche ich mein Glück. Man weiß ja nie, vielleicht dürfen wir heute Fernsehen. Wenn wir krank sind, dürfen wir das auch. Später, in Ordnung? Wir können erst mal malen oder basteln, schlägt Mama vor. Naja, besser später als gar nicht.
Schaut mal, ich habe am Wochenende neue Malbücher und Glitzersticker besorgt, sagt Mama und zieht dann Stickerbögen sowie Malbücher aus einem Einkaufsbeutel. Stina freut sich. Ei, so schicke Sticker. Ja, Maus, und schau mal hier, Abbe. Zwischen den Malbüchern und Stickerbögen entdecke ich auch noch ein Rätselheft. Eines mit Labyrinthen und Bilderrätseln. Damit kann ich etwas anfangen. Wie cool, Mama, bedanke ich mich. Habt ihr langsam Hunger? Fragt Papa. Wir haben schon eine ganze Weile gerätselt, gemalt und Sticker aufgeklebt. Er bewundert Mamas und Stinas Stickerkunst. Ich habe schon 5 Labyrinthrätsel und 3 Suchbilder gelöst. Papa staunt nicht schlecht. Ja, ich könnte schon was zu essen vertragen, antwortet Mama. Super, der Reis ist fast fertig. Reis mit gebratenem Gemüse soll es geben. Da hätte ich mir etwas Besseres vorstellen können. Wir räumen den Tisch frei und stellen gemeinsam Teller und Gläser darauf. Da kommt Papa schon mit einem großen Topf voll Reis und stellt ihn in die Mitte des Tisches. Papa füllt jedem Gemüse auf und wir fassen uns bei den Händen. Piep, 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 guten Appetit, sagen wir alle gemeinsam. Das Gemüse schmeckt eigentlich doch ganz okay. Stina rührt in ihrem Reis und fragt: Wie sieht so ein Virus eigentlich aus, Papa? Wie ein Hasenködel, antworte ich ihr. Da kichert sie und ich muss auch lachen. Aber, schimpft Mama. Verstehe ich nicht. Auf einem Plakat von Frau Pietz sahen die Viren aus wie kleine Ködel. Papa mischt sich ein. Naja, da hat Abbe doch fast recht. Wusste ich es doch. Papa greift einfach in den Reistopf und quetscht eine Portion Reis zu einem Klops. Also echt, Till, was wird das denn? Schimpft Mama nun mit Papa. Ja, passt mal genau auf, fährt Papa unbeirrt fort und fummelt einige Möhrchenstücke aus dem Bratgemüse auf seinem Teller. Die steckt er dann in den Reisklops. Jetzt schaut mal her. So sieht so ein Virus ungefähr aus. Natürlich nur viel, viel kleiner. Stina gluckst und schaut genau auf das Reisvirus, welches Papa zwischen Zeigefinger und Daumen durch die Luft fliegen lässt. Ich glaube, gleich muss Papa seine Hände waschen. Haha, ach Schatz, lacht Mama jetzt auch. Ja, da hast du wirklich recht. So sieht das Virus aus. Nach dem Essen schlägt Papa vor, Monopoly zu spielen. Dazu haben wir alle Lust. Dann dauert die Runde aber ziemlich lang und Stina wird ungeduldig. Wir machen eine Pause und lassen das Spielbrett mit allen Figuren auf dem Tisch stehen. Jetzt ist meine Zeit als Ritter gekommen. Wollen wir ein Fort bauen? Frage ich entschlossen. Stina guckt nicht erfreut, aber sie weiß auch noch nicht, dass sie die Prinzessin sein wird. Das ändere ich jetzt. Du, Stina, wirst Burgfräulein oder Prinzessin oder was du auch sonst an feinen Damen sein möchtest. Und ich bin der Ritter. Jetzt ist sie begeistert. Oh ja, ich bin die Prinzessin. Das war leicht. Woraus willst du dein Fort bauen? Fragt Papa. Ich zeige auf die Toilettenpapierpackungen. Da lacht er. Papa scheint einverstanden zu sein. Mama braucht nun Ruhe, denn sie muss noch ein wenig am Computer arbeiten. Das möchte ihr Chef jetzt so. Stina, Papa und ich türmen die Packungen aufeinander. So entsteht eine ordentliche Mauer. Mucki schaut uns dabei gespannt zu. So, Fräulein Prinzessin, sage ich zu meiner Schwester. Dich verstecken wir hier hinter unserer Schutzmauer. Papa soll der Drache sein. Er hat keine Einwände. Warum auch? Für Stina muss er oft das Pony spielen. Da ist kein großer Unterschied. Dann faucht und droht er schon los. Ich bin der Drache Feuerzahn, gebt mir die Prinzessin! Stina schreit um Hilfe und lacht. Ich komme aus der Deckung hervor und setze mich auf Papas Rücken. Niemals! Das gute Fräulein mag keine Drachen! So spielen wir eine ganze Weile, bis Papa meint, seine Knie täten weh und sein Rücken würde knacken. Wenn er jetzt so erschöpft ist, möchte er sich bestimmt gerne ausruhen.
Lieber Papi, fragt Stina da schon. Oh nee, jetzt schlägt sie bestimmt eine ihrer Serien vor. Können wir ein bisschen Regenbogenponys gucken? Ach du großer Reisklops, war ja klar. Papa nickt auch noch. Fragen wir Mama, antwortet er. Mama ist ganz ausnahmsweise einverstanden. Na toll. Ich will aber was anderes gucken, maule ich. Mama stemmt eine Hand in die Hüfte und hält den Kopf schief. Jetzt sagt sie gleich etwas Vernünftiges. Schau mal, Abbe, wir gucken erst Stinas Serie und dann darfst du dir etwas aussuchen. In Ordnung? Damit kann ich leben. Wir setzen uns alle auf unser großes Sofa. Mucki legt sich auch dazu. Ach, wir haben es doch eigentlich ganz gemütlich, sagt Mama. Damit hat sie wirklich recht. So, Kinder. Also wie ihr seht, Abbe und Stina kommen eigentlich jetzt ganz gut mit der Situation klar. Sie basteln und sie malen. Also genau das, was ihr auch tut. Hier unten drunter habe ich euch jetzt noch 2 Blätter gepackt. Die sind auch von Jana Walter. Und das ist einmal so ein tolles Labyrinth, wie Abbe es auch in der Geschichte macht, und einmal ein schönes Ausmalbild. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Geschichte und wünschen euch viel Freude beim Ausmalen.